Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Long Dark Let's Play mit Shooty. Also, letzte Folge bin ich nicht sehr erfolgreich gewesen beim Hasenjagen, dem habe ich es jetzt einigermaßen anbekommen. Ich muss nicht auf den Daumen zielen, sondern sonst Daumen und Zeigefinger. Dann funktioniert es relativ gut. 2 Hasen habe ich leid und ja. Da ist der dritte und der wird jetzt tötet. Tut mir leid, das ist ein Survival-Game. Das ist nicht Hello Kitty. Jetzt überlege ich mir gerade, soll ich da bleiben? Ich probiere es mal weiter. Speichern natürlich wie immer. Also soll ich mich da ein bisschen aufwärmen? Astrid. Ich weiß aber gar nicht mit dem Schlaf. Wie ist denn das mit dem Schlafen gewesen? Kann ich überall schlafen oder durch einen Schlafsack? Ich glaube, ich kann überall schlafen. Nein, das bringt nichts. Du bist ein Wolf. Ich probiere es mal schnell aus, wie das war. Ich weiss es wirklich nicht mehr. Aber ich habe kalt und ich weiss auch nicht genau, wie lange das ich noch habe. Wahrscheinlich ist es gerade um den ersten Weg genommen. Aber ich habe Hunger und ich habe kalt. Mal schauen, ob ich da schlafen kann. Schurkohl, ich glaube, die kann man doch essen. Ich kann noch so ein Schilf abbauen vorher. Und es wird ja Nacht. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, um so ein bisschen rumschauen. It worked. Das ist korrekt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Brennstoff dazugeben. Leistung 42 ist jetzt wirklich nicht gerade so der Burner. So, 7 Stunden. Ein paar Sticks rein. Und ich nehme mal noch Fackeln. Nicht wie ich die jetzt braucht, aber dann habe ich mal einen dabei. Ja, das habe ich gesagt, ich kann nicht interagieren. So, jetzt muss ich mal schauen, kann ich kochen? Ich hätte gern... ich kann da gar keinen Hasen machen. Wieso nicht? Weil ich den vermutlich zuerst ausnehmen muss. Hasi! So, zerlegen, genau. Aber weil das ja immer eine Weile dauert, tue ich die Zeit mal wieder nutzen und tu doch da... Nein, das bringt es nicht. Das müssen wir mal schauen, weil ich will wie das Zeug, ich weiss. Also, den Hase zerlegen. Ich habe Haut, Darm, Fleisch. Wenn ich das Fleisch ausnehme, das geht... Oh, das geht nur 6 Minuten. Okay, das lohnt sich in dem Fall doch in dieser Zeit. Noch ein bisschen Wasser zu kochen. Wo ist die Dose? Da. Wasser. So, das geht ja nicht so lang. Da muss man immer ein bisschen aufeinander timen, damit das Zeug entweder nicht verbrennt oder vergart. Jetzt muss ich aber gleich mal schauen, kann ich schlafen da? Feuer. Ich kann nur warten. Ich weiss es echt nicht mehr. Ich kann schlafen wirklich nur, wenn es Bett ist. Mysteriös. Werden wir noch herausfinden. Also jetzt wird es mal das Hase zerlegt. Fleisch. Ich glaube 15 Minuten. Oh, tut gerade lang. Ich glaube, der Darm, der schafft ihn. Also.
30 Minuten, sondern etwa 20 Minuten bis 10 Minuten bis es siedet, müsste eigentlich funktionieren. Sehr schön. Und dann machen wir auf dem Kochplatz ein Kilo Hasenfleisch. Gerade 38 Minuten. Dann schaue ich jetzt nochmal schnell. Oh, ich habe gar nicht alles rausgenommen. Oh, das ist das Gewicht, okay. Ich mache schnell Hase 2. 16 Minuten. 31 Minuten hätte ich besser aufgepasst zu wissen. Es geht 33 Minuten, bis das Fleisch durch ist. Right, oder? Bis gar 33 Minuten. Das heisst, ich kann Hase 2 derzeit noch rausnehmen. Ich esse mal den gute alte Riegel. Und dann ist es ein bisschen etwas im Magen haben. Eigentlich ja blöd, weil ich müsste ja schlafen nachher. Gehen wir gleich im Dunkeln weiter. Also machen wir noch den Hasimasi. 16, dann haben wir gerade eine halbe Stunde, das müsste sogar, ich denke, der verbrennt ihn nicht. Und dann hoffe ich auch, dass der Wolf das nicht so schmeckt tut, wenn ich dort mit frischem Hasenfleisch reinlaufe. So, den nehme ich auch. Und ich bin aufgewärmt. Speichere so feig wie ich bin. Und laufe jetzt halt in der Nacht los. Also, jetzt ist da unten der Wolf. Oh, is that a wolf? I better keep my distance. Jetzt nagt er dort gerade irgendetwas rum. Ich hoffe mal, er ist zu beschäftigt mit seiner Beute, dass ich da hinten durch kann. Au! Oh ja, stimmt. Da muss man auch immer extrem aufpassen. Der Herr ist nicht wahnsinnig sportlich. Okay, der scheint dort mich in Ruhe zu lassen. Sehr schön. Whoa. Looks like some kind of radio tower. I must be closer to civilization than I thought. Also, was haben wir da? Da haben wir wieder Hasen. Aber ich habe genug Hasen im Moment, die lassen wir in Ruhe. Die Flechten holen wir aber noch. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich glaube, mit denen kann man irgendwelche Heilverbände machen. Die man in alten Welten noch, da steht es überhaupt nicht, muss es nachher anschauen, wenn wir im Safe Ort sind. Brennmaterial noch schnell checken. Da habe ich jetzt wirklich nur noch Stickies. Und ja, wahnsinnig viel Platz habe ich nicht mehr. Ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen vom anderen, der gut brennt, aber diese Stickies wieder auch nicht. Da wäre ein Windschutz der Ort. Wie kann ich denn da? Ich weiß echt nicht, wie das mit dem Schlaf gegangen ist. Kohle. Ich nehme mal ein bisschen mit. Tasche voll Hasenfleisch, Hasen und Darm.
Okay, da ist tatsächlich Zivilisation und Turm. Ja, ja, ganz locker bleiben. Da kann ich nicht... Mal, da ist doch... die kommt nicht runter. Und so sportlich ist der gute Mackenzie nicht, haben wir schon festgestellt. Der kommt schon ins Strauchland vom kleinen... Whoa. Someone's just sitting here. Frozen. What the hell? Tatsächlich. Hallo. Hallo. Schmerzmittel. Dankeschön. Oh. Wow. Da unten ist eine Stadt. Oder ein Dorf. Und ich sehe jetzt zumindest einen Wolf. Da jetzt ungefähr in die Mitte sind wir umstreuen. Also es hat mindestens einen Wolf in dieser Stadt. Was ist eigentlich das rote? Great. A town. Maybe I can find help there. Da hat es ein rotes Symbol einmal rechts auftaucht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber gehen wir mal in die Stadt. Ich brauche irgendein Häuschen. So hungry. Ich kann klettern will. Ich mache es immer verkehrt. Die Gesundheit ist etwa vom Viertel, ist es auch nicht so toll. Aber ich hoffe, wenn ich jetzt mal wirklich schön... Oh, da brennt sogar Licht. Wenn ich jetzt mal ein schönes Häuschen reinkomme und es mich auch bequem machen. Mit einem vollen Bauch damit und das auch wieder heilen. Look. Smoke from that chimney. That means someone's home. Cool. Also irgendjemand scheint da noch zu leben. Ansonsten sieht es ja recht düster aus. Jetzt müssen wir mal schauen, der Wolf der ist irgendwo links gewesen. Hello? Anyone out there? Ja, ein Wolf. Vielleicht solltest du nicht schreien, du Idiot. Ich weiß nicht, ich habe gemeint, ich hätte ihn irgendwo dort nicht gesehen. Ich laufe mal lieber hinten durch. Oh, dort liegt auch wieder jemand. What happened here? Oh, ein Bierli. Ganz cool. Und ein Toter. Hallo? Hat aber leider nicht dabei. Blutspuren führen zum Haus. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Also Blutspuren kommen definitiv von dem Haus. Irgendwie ist da etwas passiert. Milton, das ist die schöne Stadt. Hallo, hallo. Da hat es auch Blut. Feuerholzbehälter. Sieht leer aus. So, was ich jetzt mal gelernt habe, nicht immer alles umschleppen und alles, was vergammelt, sprich Has, noch mehr Has, Fleisch nehmen wir mal mit, dass du einfach mal da aus irgendwo liegen jetzt da die guten Hasen. Und wenn sie gefroren sind, dann vergammeln sie nicht so schnell, weil der Verfall ist etwas ganz Übles in dem Spiel. Ich lagere die jetzt einfach mal raus und dann
Schauen wir mal, was in dem Haus hinein abgegangen ist oder wer da drinnen ist und uns erwartet. Hoffentlich mit einem feinen, warmen Hello? Süppli. Anybody here? Okay, es ist im Moment gerade super dunkel, wie Nacht ist. Oh, aber es ist schön warm da drinnen. Cool. Oh. Hallo. Hallo. Schlaft. Hallo. 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 Hey. Hey, wake up. Holy shit! Wait! Hold your fire! Get back. Okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane, I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen, could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Okay. Name's Mackenzie, by the way. And you are? I had a name once. But for years, the townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life. Such that at one point, the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Okay, graues Mami oder graues Omi. Dann sagen wir, was da mit der Stadt los ist. Where are we? Milton, a forgotten town deep in the mountains. You're far from home. But, where are we on Great Bear? My plane came down in a storm, and my compass was acting funny. I've lived here all my life. Not much use for the outside world. Milton's the last of the old mountain towns. Now, it's almost impossible to get to. Or get out of. Only people left here are either too poor or too proud to leave. Which are you? I have what I need. At least I did, before the bad men came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend, but I'll do what I can to help. My mind is fuzzy. Some things come through so sharp, others like a dream. Let me think. Let me rest. Maybe I can pull some memories out of the fog. Maybe I can find something that could help you find your friend. Ja, okay, das ist jetzt nicht sehr aufschluss. Was heißt leer? The town seems so quiet.
Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go? That I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. You mentioned smelling smoke? Someone came here. One of the townsfolk. Tried to convince me to leave. They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast. On foot. Foolish plan. But that's what they said to do. After the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Never mind. Ich hoffe mal, sie meint nicht Waffen. Aber frag noch mal. Sitting here with a rifle in your hand. You expecting trouble? Trouble. Trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. Who are the bad men? The men, they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. She is. Then there is always hope. There's always hope. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak. But they underestimated Grey Mother. It seems they did. Ja, wenn man schaut, dass der Team im Schuppen im Tod gelegen ist. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for help, you won't find any out there. You're on your own. We both are. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel, or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover, and without gear, I won't make it. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night of the lights
and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay, outsider. Grandmother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. Okay, bevor ich jetzt da weitermache mit dem Text, die Zeit ist beende ich mal die Episode und in der nächsten geht es dann weiter, indem wir da das alte Omi noch ein bisschen ausfragen und vielleicht hat sie ja noch ein feines warmes Süppli für uns bereit. Wenn nicht, schauen wir halt selber, wie wir überleben. Bis dahin sage ich Tschüss.